Grüezi wohl, YouTube. Guten Tag. Wir sind bald Paragon 200 und es geht in dieser Season einfach richtig zacki. Darum dachte ich, mache mal schnell das Video, wie man am besten farmt, Erfahrungspunkte farmt und auch Gegenstände. Wir haben noch nicht so gutes Zeug, aber T10 ist easy peasy. Aber der Heldheit farmt ihr einfach am besten. Wirklich easy peasy. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht in der Heldheit diese 2 Punkte sicher. Dieser wäre optional, aber wäre auch noch geil. Und dann die 3 Punkte. Wieso? Hier kommen die Würmer. Und die Würmer droppen Erfahrungspunkte. Ab, Level hoch. Hier kommt noch ein Duriel. Dann, wenn die Würmer gekommen sind, der droppt auch nochmal Erfahrungspunkte plus Boss-Key. Und hier holen wir uns die Butcher-Brüder. Den da holen wir uns, Chat. Den da. Und das 2-mal. Und jeder Butcher gibt pipapo 5 Millionen XP. Aber passt auf. Die kleinen Pisser sind stark. Sterbt nicht dran. Das braucht ihr. Was ihr sonst noch braucht, ab T10 könnt ihr auch noch die Roots planen. Damit ihr die Roots bekommt, müsst ihr beim Baum das hier aussuchen. Weil dann bekommt ihr Corrupted Roots. So, dann geht in die Heldheit. Und wenn ihr sowas seht, 3 Stück nebeneinander, ist Schokolade. Weil, wenn wir jetzt da hingehen, könnt ihr hier aktivieren, was der Junge schon hier gemacht hat, der junge Herr. Und es überlappt dann. Das heißt, ihr macht 2 gleichzeitig. Ihr rasiert 2 von den Events gleichzeitig. Was natürlich noch passieren kann, dass noch ein Goblin aus den Dingen da rauskommt und dann habt ihr 3. Oder wenn ihr 3 in der Nähe habt, ja, ihr checkt selber, ne? Weil das Gute ist, jetzt könnt ihr hier einfach reinäugen bis zum geht nicht mehr. Farmt unendlich viel Glut, was ihr noch in Kisten aufmachen könnt. Ihr habt auch hier noch Kisten, was auch richtig nice ist. Und ballert hier einfach durch. Dann, was ich schon gesagt habe, ihr könnt auch Roots platzieren hier drin. Oh. Die Roots hat jetzt nicht das gemacht, was ich wollte. Müssen wir noch mal schnell warten, bis die nächste Rooty Roots sich entfaltet. Weil die haben eben Cooldown. Ja, kann ich gerade nicht machen. Da warten wir einfach schnell ab, Chat. Vorführeffekt, ne? Aber ihr seht, T10 geht auch easy mit dem Shred-Druide. Ich zeige euch auch noch dann, mache auch noch ein Video über den Shred-Druide. Und dann könnt ihr es wieder aktivieren. Und dann fängt die Scheiße wieder von vorne an, Chat. Unendlicher Loop. Versteht ihr? Dann rast ihr hier einfach wieder durch. Weil jetzt ist der da hier fertig, zack, easy peasy. Ab. Jetzt können wir einfach hier unten wieder weitermachen. So. Können wir wieder eine Route platzieren. Ja. Gut, und jetzt. Boom, 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 boom. Und guckt euch den Loot an, wo da rausgekommen ist, Chat. Unbelievable. Unbelievable. Und es rattert hier einfach durch, Chat. Ne? Also, das ist einfach. Also, Also, guckt euch den Loot an, Chat. Guckt euch den Loot an. Und wir haben nicht mal eine Kiste aufgemacht, Chat. Also, wir haben jetzt 300 Blut schon. Innerhalb von, wie lang geht das Video?
3-4 Minuten. Und der Loot ist Maschallah. Darum braucht ihr auch einen Lootfilter. Weil sonst ist hier einfach Ende Gelände und ihr kommt gar nicht mehr raus. Ne? Dann könnt ihr natürlich wieder hier nochmal eine Route pflanzen. Dann zack, sind die Leute von... Guckt euch das an, Chat. Also... Wie viel Loot will man? Ja, wir wollen es. Und hier die Würmer, zack. Erfahrungspunkte, Papp, Paragon 200, GG. Also wirklich easy peasy, chicken easy. Jetzt müssen wir hier mal das Zeug einsammeln. Oh, jetzt kommen noch die Jungs hier, zack. Und guckt, wie viel wir schon jetzt haben. Vom Paragon 200, Chat. Dann sammeln wir hier schon alles ein, ne? Weil der Loot muss geheiligt werden. Ganz schnell ein bisschen sortieren. Da kommen schon die nächsten. Also, ich glaube, ihr habt es begriffen, ne? Wie man hier seinen Loot zurecht macht. Dann hier noch die Set-Dinge einsammeln, weil important. Haben wir noch was? Ja, den Helm da noch. Das hier noch. Das da, die größeren. Ja, that's it, Chat. Da kann man easy jetzt anfangen, Kisten aufzumachen. Also, dann kommt hier natürlich Grigori. Genau, das muss ich euch noch zeigen. Das könnt... Oh, guckt euch das an, Chat. Also... Das ist einfach fantastisch. Genau, das mit Grigori zeige ich euch gerade noch schnell. Oh, ja, eben. Da muss man aufpassen, ne? Da muss man aufpassen. Aber ja, hier sind wir, ne, hier sind wir nicht safe, weil da ja die ganze Scheiße vom Himmel runterkommt. Aber ja, bei den Bossen müsst ihr auch noch aufpassen, Chat. Ihr könnt hier bei den Bossen das hier aussuchen. Da kommt Grigori. Dann könnt ihr hier das noch aussuchen. Dann haben Bosse plus 1 Power. Genau. That's it. Und da nehmen wir... Das noch. Gut. Also, was haben wir gelernt? Wir nehmen bei der Heldheit die 3 Jungs wegen den Butchern, Erfahrungspunkte. Die 2, das wäre noch on top. Dann habt ihr einfach Duriel, wenn ihr da beschwört. Aber sonst hier Hellwürmer, gibt richtig viel Erfahrungspunkte. Dann das hier, dass ihr die Roots habt, dass ihr die pflanzen könnt. Dann hier Boss nehmen, dass Grigori manchmal kommt, wenn ihr eine Kiste aufmacht. Und that's it. Das hier noch, ja, that's it, Chat. Und so farmt ihr am schnellsten. Wir sind schon 200. Und wir haben noch nicht viele Stunden gezockt. Wir haben bis jetzt mit dem Charakter 19 Stunden. Ist okay. 2-3 Stunden für Hochleveln und nachher für Farmen. Wir haben immer noch nicht die richtige Hose, aber ansonsten passt es langsam. Also, übernächsten Samstag machen wir wieder Community Days. Kommt dann auf den Stream, dann ziehen wir Leute hoch, wir teilen unsere Roots,
Wir machen Mythic, Undercity Runs. Wir verschenken alles, was wir nicht brauchen. Also seid dabei, lasst ein Follow da, Like da und einen Comment. Und lasst auch einen Kommentar, falls ihr Naruto Mythos das TCG magt, weil da bin ich komplett auch drin und würde auch sonst noch Videos hochladen. Also, ciao, ciao! Schönes Wochenende!